Bonjour, CSV hat moi in eng Pressekonferenz zu der geplanter Reform vun den Familienzolaren notamment dem Kannergeld. Du huet fir CSV den Marc Spautz geschwert, den ass noch bei am Studio. Bonjour. Bonjour, Kofa. CSV ass net prinzipiell gilt eng Reform vun verschiedenen Familienzolaren, méi Dir vermisst Kohärenz, wat mengg der Genedo? Wir vermissen, dass die ganze Package, den die Regierung angekündigt hat, man den Tisch kann. Lo ist die Reform vom Kannergeld Tisch, mit Reform vom Congé parental, Gratuität für Kanner von 0 bis 3 Jahre. Alle Guten, die extra Congé, die sollen aufgeschafft gehen, da wissen wir alles durch die Presse, wir wissen nicht durch die Sozialpartner, mit leider aber noch kein Projekt Tisch. Und das ist das, was mir nicht gut fand, weil wir eine Kohärenz, wir sind die sämtlichen Projekte gesehen, für zu wissen, was eine Familienpolitik die Regierung plant. CSV so ass mal immer gesot ginn, wie mat der Gees kann iwwer Land gefuer fir so Geldlichtungen zu verdeelen, huet dat dann nur mat der neue Regierung geändert. Also ich meine, dass das ein falscher Approach war im CSV. Wir haben aber auch an den letzten Projekt de Loi, die wir nach deposiert haben, auf Sozialselektivität gedrückt. Wir stellen aber bei dieser Reform, die um das leidet nicht fest von sozialer Selektivität. Und ich bin nur gespannt, ob da bei den 3 anderen Projekten etwas darüber dran ist. Hat CSV dann nicht gerne an den Familienzolaren? CSV hat ganz klar in ihrem Wahlprogramm geschrieben, dass wir gerne an der Familienzolare verschiedene Sachen ändern, dass es dann geht, nach mehr Sozialselektivität dran anzubauen. Wir für uns war aber klar, dass sie nicht unilateral etwas am Kannergeld kann, ohne gleichzeitig den Congé parental, den Checkservice und alles mal auf den Tisch zu wählen. Bei der CSV wird dadurch ein enges Minister bleiben. Hier ist das von der Regierung ein paar Ministere verteilt gehen, weil an unseren Ohren nach mehr schwierig möchte, auch eine kohärente Familienpolitik am Ende vom Kant können zu machen. Das ist dann noch normal, dass die Familienminister an die Chamber eigentlich wieder in der Kommission zu erklären. Hat sie das gemacht? Also die Familienminister war schon ein paar Mal an der Chamber für Sachen zu erklären. Mit dem Projet de Loi über die Allocation familiale, also über Kannergeld durch sich, den ist besonders nicht an der Chamber diskutiert an der Kommission. Wir gehen immer darauf verträgt, dass es so gewährt gibt, bis wie vom Staatsrat gefährlich bis wir an der Chamber darüber schwätzen. Wir hätten mehr normal von Minister bei so einer wichtigen Reform für die Chamber informiert hat. Und dann hätte man eigentlich können am Detail darüber diskutieren, wie das aber Grundprinzipien auch ein an der Chamberkommission geschwärt gewesen. Marc Spautz, vielmals merci für heute. Vielmals merci auch. Und ich merci für das Nachgucken. Bis geschwind bei CSV TV.